Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Ja, ich stehe wahrscheinlich jetzt nämlich exakt so, wie ich vorgestern gestanden habe. Zur Info, ich stand hier und war noch mal in der Pause dabei, wieder hier was zu machen. Und dann hat sich das Programm aufgehängt, das hat es bisher auch noch nie gemacht. Jetzt hat es gemacht, große Klasse. Das Ding hat sich also aufgehängt, die ganze letzte Episode ging mir flöte. Das heißt, ich habe die 25 Minuten dann auch nochmal nachgeholt und habe dann einfach so keinen Bock mehr gehabt, nachdem ich das noch geholt habe, dass ich das, dass ich dann hier einfach wieder meinen Cut gemacht habe. Und jetzt steht allerdings auch das Level aus, was ihr auch noch wissen solltet. In der Hoffnung, Saffron könnte dann die Truhe knacken, habe ich ihn nicht das Ende Geschicklichkeit nochmal erhöht bei seinem Stufeaufstieg, sondern bin voll mit 3 Attributspunkte in die Klugheit gegangen. Und hier können wir das gerade nochmal nachholen für den Hauptcharakter. Wie gesagt, Klugheit, Magie und Willenskraft wäre vielleicht nicht schlecht. Der Manipulationsexperte machen wir weiter. Dann hat man gesagt, der Feuerball, der kommt auf jeden Fall dazu. Und dann haben wir hier noch die Truhe. War ja auch so ein Ding. Ich glaube, Granat ist tatsächlich so ein bisschen anders. Ist billiger, ne? Ich glaube, so müsste das laufen. Aber hier erscheint jetzt auch nichts. Aber ich glaube, Granat ist tatsächlich etwas günstiger als der Flussspat. Ich glaube, da habe ich mich beim letzten Mal vergriffen, so wie ihr es gestern gesehen habt. Vorgestern natürlich. Gestern war ja die Aufnahme, so rum. So wird ein Schuh draus. Okay, so wie es aussieht, gehen die ins Nichts. Der Runner auf jeden Fall ins Nichts. Ah, dann mach du doch mal auf, wenn du kannst, Zeppel. Oh jo, Kinderspiel. Da geht's irgendwo noch hier ins Loch. Vielleicht nicht so rumrennen. Wege Falle und so. Wow! Die verschrecken mich jedes Mal, diese Scheißviecher. Oh, hoppla. No, Morrigan eingefroren. Mistviecher, die verschrecken mich jedes Mal wieder. Wirklich, du rechnest mit jedem Scheiß, dass hier irgendwie eine Falle noch unterwegs ist oder so. Aber dann immer die mit diesem mit diesem mordsmäßigen Sound, mit dem Brüller, kommt dann jedes Mal so eine scheiß Spinne von oben. Und ich habe eh so ein bisschen Panik vor Spinne. So Arachnophobie. Wenn ich dann sehe, wie so ein Scheißvieh aus dem Nichts kommt, in der Größe, oh, da zieht sich mir alles aus. Igitt. Oh, da ist aber jede Menge. Was hockt hier? Ah ja, Gauner. Okay, mit denen kann ich leben. Jammers Kiste. Ah, dann sehen wir ja gleich, ob wir da richtig geleckert oder nicht. Und da können wir gleich mal den Feuerball ausprobieren. Nicht schlecht. Nicht verkehrt. Der robbt die schon mal alle von den Füßen. Das ist doch ziemlich gut. Und dann kriegen die noch Schade hinterher gerotzt. Ja, so ein bisschen Schade haben sie schon genommen, die Buwe. Das sieht doch gut aus. So, da ist der noch für die Buwe. Diese flächendeckende Zauber sind ganz gut, nur meine eigenen Leute kriegen jetzt halt hier was ab. Na, guck mal wieder zurück, Jungs. Wir warten, bis der Sturm fertig ist. Das ist halt immer das Problem bei Zauber in Dragon Age. Friendly Fire am Arsch. Ja, komm. Das bisschen will man jetzt auch noch überleben. Ah, schon ist er vorbei. Okay, dann gehen wir doch erstmal hier alles gezielt durch. In der Holzkiste haben wir ein paar Zwergehandschuhe. Oh, Zama Bronto. Süß. Eispfeiler. Muahaha, Zama Bronto. Die sehen ja echt cool aus. Naja, bald ist er der einzigste Bewohner hier in der Höhle. Dann geht's ihm gut. Ah ne, Donnet ist ja noch ein anderer Bronto. Ah, Tiefenlauerei sind auch noch abgerichtet. Ja, wenn die zahm sind, dann soll's mal recht sein. Ich will den Tierle ja nix.
Nur wenn sie mich angreifen, ist sie ein bisschen hässlich. Da haben sie anscheinend schon die Kuh gehäutet. Da haben sie ein bisschen rumgeknabbert. Lecker. Richtig einladend. So, da haben wir doch Gemmas Kiste. Jetzt sehen wir doch gleich mal, ob das passt oder nicht. Jo, scheint wohl funktioniert zu haben. Haube des Distanzläufers. Das könnte dann was für Saffron sein. Und Silber halb Goldmünze. Du hast einen Schlüssel verwendet. Ah, ja gut, immer nur, wenn ich die billigste Sache habe, dann haben die mir wohl als Schlüssel gedient. Anhalte mal eine Gaul A, Seppel, Haube des Distanzläufers. Ja, das ist besser. So, sieht immer noch gleich aus, ein bisschen dunkler von der Färbung. Aber es sieht noch ziemlich gleich aus. Aber es bringt ein bisschen mehr Ausdauerregeneration, ist für einen Schurke halt schon recht wichtig. Wie ich so finde. Okay, dann bleibt ja nur noch der Weg. Na? Genau. Oh, hier wird auch schon gespeichert, weil es so wichtig ist. Ah, die wollen wohl Retter. Javia. Mhm. Und Meuchelmörder. Das wären dann wohl unsere Bosskämpfe hier. Also es sind nur noch 4 Leute von der Karte übrig. Und wahrscheinlich lauern noch ein paar Meuchler im Schatten. So Balin finally realized his throne means nothing if he can't hold it. Yet he still doesn't bother to send his own men. Well, you picked the wrong side, stranger. It doesn't matter who's king, as long as there's a queen. Naja, sagen wir es mal so, es wäre jetzt auch nichts Schlimmes, wenn hier Königin regieren würde. Also mir ist das sowieso sowas von egal, ob das Mann oder Frau ist. Hauptsache die Person füllt ihren Posten richtig aus und macht das gescheit. Aber die scheint ein bisschen größer wahnsinnig zu sein, zumal ich gerade ihr Armee abgemurkst habe. Deswegen, ihr seid sehr verlaut für jemand, dessen gesamte Kater tot ist. You'll pay for their deaths 100 times over. Kill them, but leave the pretty one alive. I have plans for her. Na, danke. Das ist ja lieb von dir, aber ja, frieren wir dich erstmal ein. Offensichtlich wollte sie abhauen. Ja, das hat sie jetzt leider nicht umgebracht, aber schauen wir mal, was wir hier noch reißen können. Die wollte ja offensichtlich irgendwo hier. Ja, und ich krieg sie immer wieder dran. Oh, das hat gerade anscheinend auch der Meuchelmörder hier gemerkt. Der mag das wohl nicht so. Frieren wir denn halt, der Kerl. Ja, sie ist wohl offensichtlich auch eine Meuchelmörderin von ihrer Klasse. Saffron geht's dann so gut. Dann heilt er mal das Seppel. Und wir gehen jetzt wieder auf Javia. Die wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen babble, wenn wir so auf Ends oder was runtergebracht haben. Ja, da geht's ja wieder in das Shutter. Dort kommt so ein anderer Kasperkopf noch. Du heilst nochmal das Seppel. Und du machst hier nochmal The Eyes to See You. So. Okay, da haben wir noch so einen Meuchler. Da ist wohl jemand in eine Fallreihe gerannt. Okay, das gefällt mir nicht so. Heil mal Stan. Das wird doch ein etwas anspruchsvollerer Bosskampf hier. Ich könnte mal gerade so einen Trank süffeln. Dann geht es mir nämlich wieder gut. Nee, die kann er nicht. Seppel. Ah, das Seppel hat sie gerade sehr episch abgemurkst. Sehr gut. Ja, okay, da hinten sind wohl auch noch ein paar Faller. Morrigan. Es wird Zeit, Seppel zu heilen. Ja. Okay, das sind ein paar Faller. Und da bleibt ja nur noch der Typ und da hinten noch einer. Okay, ich glaube, jetzt sind wir in so ziemlich die Fallerei gelatscht. Dann rippen wir da mal die Leute ab. Vor 3 Gegenständen ist noch Platz im Inventar. Das könnte gerade noch so hier hauen.
Ja, Lederrüstung eines Staubfressers. Jetzt ist er nackig und vor lauter Scham hat er sich aufgelöst. Wie im richtigen Lever. So. Die Vorstellung, wenn man nackig ist, löst man sich einfach auf. Hätte ich jedes Mal Pech, wenn ich Dusche gehe. Konzentrierter Untergang des Soldaten. Okay. Waffen, die mit diesem starken Gift beschichtet sind, entziehen den Gegner Ausdauer. Okay. Keine Auswirkung auf Magieanwender. Haube des Distanzläufers, ja, das hämmert tatsächlich schon. Rückstoßschläger, leichte Lederhandschuhe, das könnte für Saffron cool sein. Experten Kalteisenrune, ja geil, gib her. Dann haben wir leider 3 Gegenstände, die wir nicht mehr benutzen können. Da müssen wir so einen Käse jetzt erstmal fortschmeißen. Dieses schwache Gedöns, dieses Salben, das ist ja eh nur Quatsch. Dann nehmen wir dann dafür das Zeug mit von ihr. Das, was so ein Boss bei sich hat, ist ja für gewöhnlich wesentlich cooler. Okay, der Schlüssel hat nicht mal einen Slotplatz weggenommen, nehme ich mal an. Ah, das kann ich dann wahrscheinlich aufschließen hier, ne? Da haben wir noch einen Dolch. Okay, da haben wir bestimmt irgendwas Günstiges, was wir noch fortschmeißen können dafür. Lederstiefel gehärtet. Komm, das ist doch scheiße, das braucht kein Mensch. Der Veridium-Dolch geht für besseres Geld weg. Okay, komm. Dolch, roter Stahl, weg damit. Oder für die Axt. Streithammer mit Dornen. Ach Gott. Dafür können wir dann der Eibe-Kurzbogen mal kurz wegschmeißen. Aber nur kurz, den kriegen wir ja natürlich wieder. Okay, dann geht hier was auf mit dem Schlüssel. Du hast einen Schlüssel verwendet. Ah, da geht's dann einfach wieder raus. Okay, dann brauchen wir noch, um rauszukommen. Schade, dass ich das noch nicht hingekriegt habe mit dem, ja, mit dem Falle-Flattern im Kampfgebiet. Ah, das muss man knacken und das muss man auch knacken. Na gut, das ist dann wohl in ihrem persönlichen Büro hier. Eispfeil und Liebesbrief. Oh, Seppel macht doch mal hier auf. Ja. Okay, da haben wir wieder irgendeinen Quatsch. Nietenbesetzter Helm aus Leder. Müll. Gut. Schick, schick, schick. Dann haben wir das mit der Karte auch noch erledigt. Und die Königin ist wohl auch tot. Verbrecherladen. Ah, da kommen wir bei dem Kasperl raus. Verstehe. So ist das also. God, by all the beards of my ancestors. How did you... Where did you come from? You made a hole in my wall. First you sent my daughter to the surface and now this. Ach, der. Ich hab gedacht, das wäre der im Staubviertel, aber ach, Moldo, der feine Herr. Ja, habt ihr irgendwas mit der Karte zu tun? No, I don't have anything to do with them. They're criminals. When they built this part of the city, they must have built over some tunnels. I swear I had no idea. Oh, just leave me alone. I don't want anything to do with this. And if anyone comes asking, I'm gonna tell them you did it. Ach Gott, der feine Herr, Jana. Get out of here. Good bad luck you are. Sieht wohl so aus, ja. Versteckt der Kater. Naja, ich habe jetzt eher gedacht, Verbrecherladen, ne, dass das da ins Staubviertel führt. Aber na gut, dort darf man wohl anscheinend nicht so denken, ne? Ach, die feine Herren haben ja als was mit Verbrecher zu tun. Bla bla bla. Ja, Belen-Sympathisant. Ziemlich sympathischer Kerl. Für Geld ausgeben taugt ihr. Netter Typ. So, dann können... Ups, nee. Dann können wir jetzt erstmal eine ganze Quatsch verkaufen, den wir da noch abgerippt haben. Ja, das bringt auch gut Geld. Das bringt auch ordentliches Geld, diese Pfeiler. So. Moment, Haube des Distanzläufers, ja. Nietenbesetzter Helm, zwergischer Helm Veridium. Rückstoßschläger, Dragoleder. Ah, ja, das war das für Saffron. Halt einmal de Gaul an. Wo ist er dann? Gutes Seppel. Rückstoßschläger, genau das braucht er. Oh ja.
plus 5 Prozent kritische Trefferchance im Nahkampf. Natürlich brauchst du das in dem Plus-Ending Geschicklichkeit. Bla bla. Zeig mir deine Ware. Dann werden wir das Zeug jetzt mal los. Ascherregenhandschuhe, die sind jetzt, glaube ich, wirklich zu gebrauchen, die Dinger, aber so häufig, ich verwende eher Eiszauber, deswegen soll jetzt mal auch tut. Ne, sorry, die können jetzt auch weg. Ich schlepp's es sonst wieder nur so unnötig mit mir rum. So, Lederstiefel vom Stabfresser. Rüstung vom Kommandant der Wächter. Eigentlich ungern, aber ja, wir probieren es erstmal bei Stan aus, bevor wir es jetzt einfach verkaufen. 11, ja, da ist die, glaube ich, erheblich besser, ja. Oh, das bringt aber trotzdem gutes Geld. Das bringt alles generell recht gutes Geld. Aber es kostet auch sehr viel Geld. Deswegen habe ich hier häufig Pech. Weil die gute Sache, die kosten dann gleich wieder um die 100 irgendwas, ne? Ja, das kriege ich für 12 weg, aber dafür habe ich jede Menge mehr bezahlt. Bergkristall, Amethyst, schicke Vase. Hat da nicht andere Kruscht noch? Nee, okay. So, dann möchte ich bei Stan, wie gesagt, noch gucken, ob das da noch was bringt. Rüstung des Kommandanten der... Nee. Okay, Stiefel des Kommandanten der Wächter. Nee. Okay, dann kann das Zeug weg. So. Das sind auch wieder 3 Gold, ne? Das sagt man ja nicht nee dazu. Okay. Wisst was? Das geht mir jetzt auch so ein bisschen auf das Senkel, dass wir da schon ewig hocken an der Quest. Wenn wir das in die tiefe Wege nicht hinkriegen. Aus den Erinnerungen verschwunden, genau, das war mit dem Ortan-Teig. Aber Hoffnung einer Mutter, den Typ finde ich halt auch nicht in der tiefe Wege. Deswegen machen wir jetzt nochmal kurz die Quest mit dem Lyrium. So I wonder, do you intend to take your mother's place now? Take her place? What do you mean? As the new Witch of the Wild. That was her title. When one slays the queen, it's assumed they'll take her throne. Considering the throne is a small shack in the middle of a cold wilderness, I think I may just pass. And why would you lie to me, I wonder? Ah, is this the part where you hint at some subtle plot of mine? Because you are so very perceptive? So you didn't know what your mother planned until you read it in that book. That's what you said. That is correct. I admire you. You are a wicked, wicked woman. And you are a fool who spends far too much time on his hair. Dann hätten wir das ja auch geklärt. So, Dilla. Wir gehen nochmal raus, wie gesagt. Und kümmern uns dann noch um die andere Chose. So, ja, der Grey Warden, der steht hier, der ist gerade an dir vorbeigelatscht. So. Dann hier nochmal. Wahrscheinlich wird es dann mal unterwegs irgend so ein Fight geben, aber damit müssen wir uns jetzt halt auseinandersetzen. Normalerweise ist so Wegestrecke auf der Landkarte immer mit irgendeinem Kampf verbunden, auch mit so einer blöden Zufallsbegegnung. Bin ich übrigens auch beim Pen and Paper absolut kein Fan davor, mit solche blöde Zufallsbegegnungen. Deswegen, ach, wenn ich mal Spielleitung mache, dann lasse ich sowas immer aus. So, wie war denn jetzt der Kasper, den wir dort treffen sollten? Godwin. Wer war dann Godwin? Quartiermeister. Ja, zur Hölle ist Godwin. Denrys Bett. Haben wir da nicht noch geguckt, als wir da waren? Offensichtlich nicht. Okay, jetzt gehört's uns. Denrys Bett. Ja. Okay, wir sollten vielleicht mal noch Godwin frohen, wenn möglich. You went above and beyond the call of duty for the circle. Okay, bla bla. Interessiert keinen. My men have... You were very thorough. Bla bla. Ja, irgendjemand muss es And I machen. am thankful you arrived when you did.
Ich kann nicht bleiben. Bla bla bla. Dann gucken wir halt so nach dem Typ. Ob wir denn hier irgendwo noch finden. Quartiermeister wird jetzt auch nichts, oder? Bla bla bla. Nee, komm, geh fort. Ja, dann nutzen wir die 6 Minuten halt noch, um noch den Godwin zu suchen. You do. Ah, okay. Ah, das sind jetzt auf jeden Fall wieder Leute. The Circle has always played a part in defeating the Blights. This is our chance to show that we will fight and die for our home, just like any other. Ja, ja, lustige NSCs. Bla bla bla. Die haben noch nicht mal irgendeinen Namen oder Bezeichnung. Ah, da ist Dagna. Hi, Dagna. The Circle is amazing. Thank you so much for making this possible. Ja, gern, vor allem um deinem ekligen Vater ins auszuwischen. Der Papa ist nämlich ein ziemlicher Drecksack und wahrscheinlich in Katergeschäfte verwickelt. So, wo ist er dann? Der feine Herr Godwin. Du runter kennen wir alles noch nicht, ne? Ginge nur im Tutorial. Ja, namenlose Templer. Bla bla bla. Nee. Ach, nix. Ey, wo steckt er dann? Der Godwin. Zum Zirkel der Magie ist ein Kontaktmann. Dort ist dann ein Magier namens Godwin. Dann wahrscheinlich over, ne? Im Lager wahrscheinlich. Das klingt zumindest logisch. Und beim Besänftigter, beim Hervalium. Aber steckt da dann der Hervalium? Bales Lager. Ach, da habe ich aber was übersehen, wie es aussieht. Okay. Keine Ahnung, was ich genommen habe, weil kein Gegenstand A gezeigt wurde, aber irgendwas habe ich genommen. Glaube ich zumindest. Ja, wo steckt denn der jetzt, der Typ? Das ist gerade etwas lästig, den Kerl zu finden. Ich glaube kaum, dass der in der Kap... Ah! Ach, das ist der feige Sack. Der ist das. Oh, it's you. You saved the Circle. I'd kiss your feet if you didn't look as though you'd kill me if I did that. You'll settle for a handshake, won't you? Maybe a kiss on the forehead, eh? Godwin, ich kenne einen Zwerg, der euch erwähnt hat. Mich interessiert, wofür er das Lyrium braucht. Schon in Ordnung. Ich kenne einen Zwerg, der euch erwähnt hat. Rogek? Well, he's a personal friend, and sometimes we, you know, correspond. Did he, have anything for me? Ja, ich bin eine Packesel und ich mache das krumme Geschäft auch mit. Aber ich hab's gekauft, also müsst ihr jetzt mit mir verhandeln. Yes, yes. I'll take it off your hands right now. What about 50 sovereigns? That's a good price, no? Da hätte ich 10 Goldmünze Gewinn gemacht. Ich kann aber nochmal mit Überrede probieren. Der Transport war schwierig, 75. Probieren wir es einfach mal, sind wir mal so dreist. That lyrium is not worth more than 45 sovereigns. I'm giving you 50. Let's make it 53. How's that? War ich ein bisschen zu gierig. Ihr habt gerade etwas Lyrium gekauft, Sir. Done and done. You have your gold, and I have my lyrium. Everyone's happy. Out of curiosity, do you know why this lyrium took so long to get here? Es gibt Ärger in Orzammar, sie lassen Kennerei. Dwarves and their politics. Always causing trouble. How is the situation now? Warum geht ihr nicht nach Orzammar und findet selber raus? Ah, I see. Well, I just wanted to know if I should expect another late delivery. Gut, wofür braucht ihr so viel? Dann müsst ihr Rogek froher. Ja, müsst ihr wohl Rogek froher. I suppose you don't have much invested in our little operation. No matter. I've got this shipment. No point worrying about the next. Goodbye then. Er geht wieder zurück in seinen Schrank. Das ist wohl sein Büro. Okay, da habe ich 13 Gold im Endeffekt gut gemacht. Das ist doch schon mal besser als in die Hose geschissen. Also, immer hier. 13 Gold war jetzt das Hier und Her dann doch schon wert, ne? Dann können wir auch hier wieder raus.
Dann schaffen wir es aber wieder bis nach Orzammar zurück. Also das machen wir auf jeden Fall noch. Weil, Moment, kostbare Metalle, trotz des Chaos im Turm des Tierkels hast du Godwin gefunden, da sich das Lyrium nun in seinem Besitzer befindet. Es ist an der Zeit, Rokek mitzuteilen, dass du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast. Okay, klingt fair. Dann gehen wir raus und machen für Hyde nur noch die Reise zurück nach Orzammar. Dass wir mit dem Typ, mit dem Rokek dann nochmal babbeln, das werden wir dann übermorgen machen. So, also nichts wie raus hier. So you do not fear the crows at all? Er fürchtet nicht die Krähe. My desire to leave them far exceeds the fear I possess of them. You think the Grey Wardens will give you safe harbor once all this is done? Surely you are not so naive. I am willing to take my chances. And if you are wrong? Then I will be dead. One does not do what I do and fear death so very greatly. Das glaube ich. There are fates worse than death. And one of them is being unable to choose which master you serve. Trust me, my dear. I am well pleased with my current direction. Okay. Immer interessant, wenn die da miteinander schwafeln. Jo, ich will noch Orzammar. Ja, schaffen wir's? Schaffen wir's? Oh, da gibt's auch ein bisschen Klingekreuzerei. Nee, zweimal tatsächlich, ohne Probleme. Alle hopp, ihr liebe Leute, dann würde ich doch sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, und dass so ein Scheiß wie beim letzten Mal nicht passiert, wird hier gleich schon mal gespeichert, dass ich nicht die ganze Episode wieder verloren habe. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.